together with our hearts cry to give you praise and lift your name high. We're gonna dance for you and celebrate your love. We know there's power in your presence to change our lives and our forever. Jesus, come lead the way. I'm running after you. Let your freedom reign so chains will break and fear turns into joy. Let your love restore our brokenness so hearts will come alive. Our God is with us. Our God is for us. We'll be victorious. You make us feel it. We know there's power in your presence to change our lives and our forever. Jesus, come lead the way. I'm running after you. Let your freedom reign so chains will break and fear turns into joy. Let your love restore our brokenness so hearts will come alive. Let your freedom reign so chains will break and fear turns into joy. Let your love restore our brokenness so hearts will come alive. Our God is with us. Our God is for us. We'll be victorious. You make us feel it. You're making all things new. Do what only you can do. Where you walk, I will follow. You're making all things new. Do what only you can do. Where you walk, I will follow. Our hearts on fire for you. Fearless, I will live for you. Where you walk, I will follow. Herzlich willkommen Hello. zum Jesus First Camp Yes. online. Let's go. Ich bin Joel und das neben mir ist Janice. Janice. Und wir wollen euch ein bisschen mitnehmen im Backstage-Bereich, was vor der ersten Session alles so läuft. Und kommt gleich mit. Jo, mich nimmt Wunder, von wo schaust du zu? Wir sind hier Yes. mitten in unserem Office und schauen gleich mal in das Media Center. Das Media Center Hey, ist der liebes Bereich. Media Center! Hello, 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 hello. Das sind so viele Mitarbeiter, die für dich on board sind. Yes, und wir wollen doch die Lea, Leiterin mal komm kurz mal her. interviewen und fragen, hey, was ist deine Passion für Social Media? Ja, wir können die Menschen dort abholen, wo sie sind, online. Und wir können wirklich Content erschaffen, die Jesus zu den Leuten spricht und zuerst mal Jesus erfahren können. Das begeistert mich. Let's go, so cool. Macht Ja, richtig Spaß. Danke, Lea. Ihr seht den ganzen Content, die das ganze Team hier kreiert, noch über die kommenden Tage. Und wo findet man das, Joel? Was findet man? Den Content, den sie kreieren. Den Content! Ah, natürlich. Den Content, den findet ihr auf Instagram unter ICF Jesus First. Dort könnt ihr den ganzen Content sehen, die sie während diesen Tagen produzieren. Ihr werdet Recaps, Clips sehen. Ihr werdet Bereiche sehen, in die sie vielleicht filmen, wo du vielleicht nicht unbedingt einen Einblick hast. Darum schau unbedingt dort vorbei. Es wird mega cool werden, was die da posten in den nächsten Tagen. Ja, bleibt dabei. Jetzt kommt immer der lustige Teil, in dem wir sagen, follow and like. Du darfst gerne interagieren. Wir laufen hier ein bisschen ineinander hinein, weil Ja. wir machen uns auf den Weg in die
Hall. Genau, es sind ungefähr 2000 Leute schon bereits da. Die Halle wird pumpenvoll sein, wie man Und auf dann noch Schweizerdeutsch so sagt. alle, die online dabei sind. Und dann noch alle, die ihr zuschaut. Es freuen uns riesig dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, es geht noch genau 8 Minuten und dann ist schon bereits Start der ersten Session. Ja, und was ich halt immer richtig schön finde, ist, wie viele Volunteers dabei sind. Wir haben gerade eine krasse Kamerafrau, die rückwärts läuft, damit wir so entspannt vorwärts laufen können. Es gibt ein Küchenteam, die verpflegen 2000 Leute. Stell dir das mal vor. Wie sieht das so aus, wenn 2000 Leute ihre Pasta holen? Das ist unglaublich. Welches Team findest du am faszinierendsten? Hey, was ich im Moment mega cool finde, wir haben da dieses Jahr ein Pastoral Care Team dabei, die extra für die Leiter da sind, die für Leiter ein offenes Ohr haben, die auch für sie beten, wenn sie irgendwelche Bedürfnisse haben, die extra angereist sind. Das sind ein Team aus verschiedenen Pastoren, die nur da sind für die Leiter vor Ort, die Ja. die Jungen unterstützen. Und das finde ich so ein krasses Privileg, so viele Pastors auch dabei zu haben. Wir in schauen dieser doch Jesus gerade mal, First. wie das so aussieht, wenn man sich die Pasta schöpft. Hier dürfen dann die Mitarbeiter das Essen holen gehen. Hoi zusammen! Aber was auch spannend ist das richtige Backstage. Und zwar die Frage, wo finden wir die Band, wie sieht das so aus? Und ich glaube, ich habe hier einen Fussel, ich glaube, die müssten jetzt direkt am Huddle sein, weil wir wissen, 5 Minuten bevor sie auf die Bühne gehen, beten sie noch zusammen, stehen zusammen und wir schauen mal, wie das aussehen könnte. Let's go! Wie krass, wir crashen einfach das Gebet von der Band. Ziemlich funny, die sind da voll sich am Ausrichten und ich freue mich darauf, dann mit ihnen gemeinsam uns auf Gott auszurichten. Let's go. Ich Aber- bin richtig gespannt. Wir sind so frech und laufen einfach mal mitten durch. Ich hoffe, die können weiter beten. Let's go. Dürfen wir schnell durchlaufen, sorry. Lasst euch nicht stören. War dir das auch so unangenehm? Naja. Das war mal was anderes. Das war mal was anderes. Und bevor wir dann gleich noch weitergehen, wir sind hier immer noch im absoluten Backstage-Gang, bevor wir dann weitergehen, nimmt es mich noch Wunder, Joel, auf was freust du dich am meisten die kommenden Tage? Hey, ich freue mich am meisten auf die Sessions, die wir haben werden, die verschiedenen Speaker, die wir haben werden, aber auch vor allem für mich als Jugendleiter zu sehen, wie sich meine Jugendlichen von meiner Kirche, vom ICF Bern, positiv verändern dürfen und wie Gott zu ihnen reden wird. Ich freue mich schon mega auf diese Zeit, die kommt. Das wird krass. Ja, voll. Und mich nimmt Wunder, auf was freust du dich am meisten online? Du kannst heute die Session miterleben, du kannst dann am 1. Januar, das neue Jahr, nochmals mit einer Session miterleben. Und mich nimmt das Wunder, was erwartest du von Gott oder was wünschst du dir von Gott? Das Thema ist Jesus First und das ist ja genau das, was wir erleben möchten. Also überleg dir das, lass es uns wissen und jetzt gehen wir direkt mal weiter. Wir gehen in die Halle. Wir gehen in die Halle, mal schauen, ob wir da einen Teilnehmer finden, den wir interviewen können und der wir fragen können, wie lange er hatte, um hier nach Zürich zu kommen. Sorry, Daran sind wir aber gespannt. wir teilen uns jetzt ein Mikrofon. Schaut mal, die Leute, die stehen schon an der Bühne. Dürfen wir euch mal zeigen? Wie krass. Das ist einfach direkt vor der Bühne. Und das wunderschöne Mikrofon zurück zu dir, Joel. Yes, wir wollen da mal Leute fragen, wie lange sie angereist sind nach Zürich. Wie lange bist du angereist? Eine Stunde. Eine Stunde angereist, eine Stunde, krass. Wer ist länger angereist als eine Stunde? Wer ist länger angereist als eine Stunde? Hat jemand länger gehabt? Wir gehen da mal ein bisschen. Wir gehen da mal durch die Leute durch. 8 Stunden. Der ist 8 Stunden angereist. Das ist ja mal krass. Von wo kommst du? Münster. Münster, sehr cool, sehr cool. Hey, genieß die Show, wir sehen uns. Hey, wie krass, die Leute reisen zum Teil 8 Stunden an und 4, 5, 6 Minuten bevor es überhaupt beginnt, stehen die Leute so krass nah an der Bühne. Und was mich beeindruckt, es geht nicht um eine Show, es geht nicht um eine Bühne, sondern es geht um Jesus Christus. Jesus first. Was hast du irgendwie ein Gebet oder was, das du erlebt hast, Jesus first, das du mitnehmen willst? Hey, was krasses ist, wir waren schon letztes Jahr hier und das Jahr davor auch schon.
Und letztes Jahr waren wir ungefähr 60 Leute von Bern und dieses Jahr sind wir 100 Leute. Und es macht so Spaß, mit so vielen Leuten dahin zu kommen, weil wir immer sehen, wie positiv verändert diese Jugendlichen auch immer wieder kommen, nach Hause kommen, in unsere Stadt, in unsere Home Location. Und das finde ich so beeindruckend, wie Gott in dieser Jesus First immer gewirkt hat. Das war wirklich cool. Und du bist ja aus Zürich. Ja. Was hat die Jesus First denn bei euch bewirkt in Zürich? Also Jesus First bewegt so viel. Das Schöne ist, weil wir von Zürich sind, ist es auch immer wieder unsere Leute, die das mittragen. Viele von den Mitarbeitenden hier sind aus unseren Teams aus Zürich und mich beeindruckt es so, das Jahr ist das erste Jahr, in dem unsere jungen, zum Teil 13-, 14-jährigen Teenager mit im Dance-Team sind. Die sind hier mitten am Tanzen, viele sind in der Production wieder, die Kamerafrau ist von unserem Team und das ist so cool, einfach zu merken, wir als Zürich dürfen das auch mittragen und die Leute, die von Münster anreisen, beschenken. Richtig, richtig nice. So cool. Ja komm, wir schauen noch mal, ob wir jemanden finden, der von weit an angereist ist. Gehen wir noch mal ein bisschen in die Leute rein. Hallo! Hi. Wie lange war dein Anfahrtsweg heute? Heute 4 Stunden und gestern 5. 4 Stunden, okay, cool. Von wo kommst du her? Aus Erdner. Also Erdner. ICF Grünheide. Let's go, so cool. Ey, so cool bist du da und genieße es. Let's go. Dankeschön. Janice, hast du noch jemanden? Findest du noch jemanden? Ja, Emmy! Hier, Lilly. Nein! Wie lange bist du angereist? 9 Stunden. 9 Stunden, wow, krass. Okay, das ist schon eine Stunde länger. Du heißt Lilly. Nein, ich heiße Emily. Emily, sorry. Emily, mit welcher Gruppe bist du hier? Mit der hier. ICF Grünheide. Grünheide, wie schön. Schön seid ihr da. Bist du das erste Mal da? Warst du letztes Jahr? Zweite Mal. Cool. Hey, richtig gut. Ich freue mich, dass du Front Row bist. Möge der Segen Gottes einfach absolut auf deinem Herz sein, wenn du dich so sehr freust. Das ist richtig cool. Let's go. Und ich glaube, das ist echt auch das, was wir dir mitgeben wollen. Du kannst Gott begegnen. Ich weiß, es wirkt alles so groß und professionell. Wir dürfen hier sein, aber es geht darum, Jesus Christus zu begegnen. Es geht darum, Jesus First in deinem Leben zu machen, in deiner Anbetung. Und darum mach dich ready. Lass es nicht an dir vorbeigehen wie irgendeine TV-Show oder sonst eine Show oder ein Konzert oder so, sondern mach dein Herz auf, dass Gott dir begegnen kann. Steh jetzt auf von deinem Sofa, stell alles auf die Seite und sag, ja, Jesus Christus, du darfst mir begegnen. Und ich segne dich wirklich mit der Gegenwart Gottes und ich segne dich mit dem Wunderwirken Gottes bei dir zu Hause. Und ich danke dir, Gott, dass du uns genauso begegnen wirst, wie du jedem zu Hause begegnest. Amen, in Jesu Namen. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Wir sind frei durch Jesus. Gott hat Jesus gesalbt, um uns eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat Jesus gesandt, um alle von uns zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass alle, die gefangen sind, freigelassen werden. Wir sind nicht mehr dieselben durch Jesus. Gott hat Jesus gesandt, um allen Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Deshalb sind wir hier gekommen, um Jesus zu feiern. Zug, Winterthur, Thun, St. Gallen, Schaffhausen, Rapperswil, Mittelland, Luzern, Langenthal, Interlaken, Fribourg, Chur, Brux, Bruck, Biel, Bern, Basel, Augsburg, Berlin, Darmstadt, Essen, Frankfurt, Freiburg, Freising, Friedrichshafen, Grünheide, Hamburg, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Kraichgau, Mannheim, München, Nürnberg, Offenburg, Reutlingen, Tuttlingen, Villingen-Schwenningen, Wetzlar, Salzburg, Innsbruck,
Klagenfurt, Linz, Vorarlberg, Wien, Leiden, Tirana, Degersheim, Remetschwil, Filderstadt, Pfäffikon, Argon, Rheintal, Zürich. Jesus first. Nicht meine Traurigkeit, nicht meine Süchte, nicht meine kaputten Beziehungen. Jesus first. Nicht meine Angst, nicht mein Chaos. Jesus first. Nicht ich zuerst. Jesus first. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Just to pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I
Herzen brennen für dich, Jesus. Und weil wir wissen, wie reich du uns beschenkt hast, wissen wir, die einzig angemessene Antwort auf das ist Worship. Dich anzubeten, dir den Raum zu geben, dir den Fokus zu geben. Das ist, was wir machen heute, zu Beginn dieses Camps. Sprechen wir dir zu, wie heilig du bist und wie würdig du bist und wie du all unser Lob verdienst. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise, honor, glory. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of all praise. He is worthy of praise, honor, glory. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There is no
slain, seated on the throne. There's no one like elders, creatures bow, give praise to the Lord. We crown you King of glory. We crown you King of glory. We crown you King of glory. We crown you Lord of all. We crown you, you are worthy. We crown you, you are worthy. We crown you, you are worthy of all. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. No, there's no one else, God. The elders, creatures bow down before you, God. 'Cause there is just no one like you, God. There's no one like you, God. Es ist soweit, wir sind da. Jesus First Camp. Wir haben uns vor Wochen, Monaten entschieden, dass wir hierher kommen. Die Zeit wurde näher, kam näher. Wir wurden nervös, angespannt. Wie ist das wohl? Ein riesen Happening. Und ich war gestern so noch in der Celebration hier und habe mich gefreut. Wow, okay. Und habe so Jesus eingeladen. Komm, Jesus. Ich habe so ein Jesus First Camp vor mir. Und dann habe ich dieses große Kreuz angeschaut und dann hat Jesus mir wie gesagt, hey, komm, wir ändern doch mal die Rollen und machen wieder mal so, wie es eigentlich sein soll. Nämlich, Joel, komm du mit mir an dieses Jesus First Camp. Und ich glaube, das ist die Einladung, die Jesus dir stellt. Nicht, er möchte mit dir an dieses Camp, sondern Jesus sagt dir, hey, möchtest du dich darauf einlassen, mit mir auf dieses Jesus First Camp zu kommen? Das ist die Einladung von Jesus. Denn Jesus hat Pläne. Denn Jesus hat Dinge vor in diesen 4 Tagen. Denn Jesus hat eine Idee, was alles in deinem Leben passieren kann. Gute Gedanken, Freiheit, die er reinbringen will. Aber dafür wünscht er sich, komm, nimm meine Hand, ich möchte vorangehen. Und heute möchte ich starten mit diesem Zeichen, dass wir unsere Augen schließen, kurz innehalten und du stellst dir vor, wie Jesus dir die Hand entgegenstreckt und nicht sagt, hey, darf ich in dein Leben kommen, sondern kommst du mit mir in diese 4 Tage. Klingst du dich ein bei meinem Plan, bei dem, was ich habe? Und nachher, wenn du bereit bist, dann dreh dich in diese Richtung dann dieses großen Kreuzes und bete mit mir. Jesus, wir kommen aus unserem Alltag, aus einem Jahr, wo viel passiert ist, mit all unseren Gedanken, Vorstellungen, Sorgen, Nöten. Doch alles schieben wir jetzt zur Seite. Und wenn es um Jesus First geht, dann meinen wir es ernst, Jesus. Es ist kein frommer Slogan, sondern ein ehrliches Gebet. Jesus, komm an die erste Stelle in meinem Leben. Wir machen dir Platz, Jesus, um Erster zu sein in jedem Bereich unseres Lebens. Wir suchen nicht mehr um eigenen Fame, sondern dein Name werde geheiligt. Wir möchten nicht mit dir unsere Pläne verwirklichen, sondern dein Reich komme. Und wir sind bereit, uns dir hinzugeben, denn dein Wille geschehe. Dein Name werde geheiligt, Jesus. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Jesus, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und darum sagen wir von ganzem Herzen, Amen.
Jesus zuerst. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above
Hear your people sing. Holy, to the King of Kings. You are holy, Jesus. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be holy. You will always be. Holy, holy forever. You are holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Always be. You will always be. Holy, holy forever. Lass uns kurz die Augen noch zuhalten. Neben dir ist dieser Jesus, der dich an der Hand nimmt. Bei dieser JFC, wie es Joel gesagt hat. Ich hatte wieder den Eindruck, dass Jesus sagt, schau nach oben. Schau zum Himmel empor. Von da kommt die Hilfe Gottes. Und als wir diesen Song gesungen haben, hatte ich wieder den Eindruck, der Saal hier ist voll. Aber wenn wir nach oben schauen, sind wir am Anbeten mit Hunderten, Tausenden von Engeln. Und ich hatte den Eindruck, der Himmel ist offen über dieser JFC. Und was wir da erleben, wird im Himmel bejubelt. Und lasst uns für diesen Fakt, dass wir mit dem Himmel connected sind, mit dem Himmel anbeten, einfach diesen Jesus einen Applaus geben. Der Himmel ist offen über dieses JFC. Der Himmel ist offen über dein Leben. Der Himmel ist offen über das, was Jesus machen möchte. Die nächsten Tage. Der Himmel ist offen, liebe Freunde. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Himmel geöffnet hast für unser Leben, Jesus. Und dass wir heute da sein können mit einer übernatürlichen Reaktion. Ja, dass wir sagen, der Himmel, wir gehören dazu. Ich freue mich, hier zu sein mit euch allen und lasst uns jetzt den Weg zurückfinden an unsere Plätze. Lass dich von deinem Jesus an die Hand nehmen und zurück an diesen Platz gehen, wo auch deine Sachen sind. Und was ich liebe an Jesus First, es ist mehr als nur ein Camp, mehr als nur eine Konferenz, sondern ich weiß, dass Jesus First jede Woche gelebt wird in Sunday Nights in ganz Europa, dass Jesus First jede Woche gelebt wird in Youths in ganz Europa und überall auf der Welt. Ich weiß, dass Jesus First gelebt wird in Teens und überall. Und ich glaube, es hat heute Power, es hat Kraft, wenn wir heute hier sind. Der Himmel ist offen und wir sind hier verbunden mit unseren Brüdern und Schwestern aus der ganzen Welt. Und lasst uns Jesus für diesen Fakt einen Applaus geben, dass wir hier sein dürfen. Mit so vielen Menschen aus dem ganzen Movement. Wir haben vorhin gehört, von wo das all die Menschen kommen. Und ich bin so dankbar, heute hier zu sein. Wer ist dankbar, heute hier zu sein bei Jesus First? Schau, es ist ein Ort, in der Vergangenheit hat er uns gelehrt, dass hier Menschen sich für Jesus entscheiden. In der Vergangenheit hat es uns gelehrt, dass
Leute, einfach nochmals Feuer fassen für Jesus, Berufungsmomente bekommen und erleben, Jesus nochmals Wunder und Heilungen tun kann in den Lebens. Und das hat uns Jesus First erlebt, gezeigt die letzten paar Jahre. Und auch für das beten wir seit Wochen, seit Monaten, dass an diesen 4 Tagen einfach Jesus was tun kann, bewegen kann in deinem Leben. Und ich wünsche mir einfach, dass wir uns hingeben können, Jesus, ihn an die Hand nehmen oder er nimmt uns an die Hand und dahin gehen können, wo er uns führt. Seid ihr dabei? Seid ihr da oben dabei? Seid ihr da unten dabei? Seid ihr im mittleren Sektor dabei? Come on! Ich freue mich, den heutigen Speaker anzusagen, der die erste Session macht. Ich habe ein bisschen Voice Crack, habe so laut geworshipped. Ich hoffe, es hält noch für 4 Tage. Ich freue mich, den ersten Speaker anzusagen. Es ist der Mann, der eine große Vision hat für diese Generation, ein großes Herz hat für diese Generation, eine große Stimme ist. Genau. Es ist niemand anders als Leo Bigger himself, ein Mann, der viele von uns am Feier gesetzt hat. Leo, come on stage! Ja, Danke. ich möchte noch kurz was sagen und... Ja, dann sag noch was, ja? Was ich liebe an Leo ist, vor einigen Jahren hat er das Ganze hier angestoßen. Er hat uns zusammengenommen als Youth Zürich, Teens Zürich, Sunday Night Zürich. Und du hattest die Vision für uns, für diese Generation. Hast uns ermutigt, hast uns einen Tritt in den Hintern gegeben und hast die Vision schon vorhin gehabt. Und jetzt dürfen wir hier sein, das 3. Jahr. Und einfach die Halle ist voll. Menschen lieben Jesus. Menschen folgen Jesus nach. Und ich will dir einfach Danke sagen, dass du an uns geglaubt hast und weiterhin an uns glaubst. Darum lass uns doch mal einen Standing Ovation Applaus geben. Ehre, wenn Ehre gebührt. Leo Bigger. Danke, vielen Dank. So, wenn ihr gerade steht, lasst uns stehen bleiben. Wenn wir stehen, stehen wir ja, auf und nieder, immer wieder. So, ihr Lieben, bei der Anbetung, bei der Worship oder beim Lobpreis, wie du das auch immer nennst, da habe ich mich erinnert an 2 Events. Einer war bei Weihnachten, Neujahr in Holland, da war ich und meine Frau. Das war auch so eine Jugendkonferenz. Und da war ein Abend, wo ich und meine Frau nach vorne gingen zur Bühne und haben uns entschieden, Gott, wir sagen ja als Vollzeit-Pastoren, Pastorinnen. Und das war uns ein einschneidender Tag gewesen, weil wir kamen nach Holland, wir hatten keinen Plan, also wir gehen nach Holland. Und vielleicht bist du da, ich kenne nicht dein Herz, wieso du da bist, vielleicht bist du da, denkst, ich bin auf der Suche nach einem Freund oder Freundin. Ist alles okay, das ist legitim. Und wer sucht, der wird finden. Amen. Aber ich glaube, dass Gott ganz konkret Dinge sprechen wird, von denen hast du nicht gerechnet. Und du wirst eine Entscheidung treffen und Jahre später schaust du zurück und wirst eine Linie sehen und sagen, wenn da der Moment ich nicht Ja zu Gott gesagt hätte, was wäre gewesen? Und das zweite Mal war gewesen, ich war 16 Jahre alt, ich war in Einsiedeln, hat der Papst gepredigt und da war ich noch nicht Christ und da hat er gesagt, ich glaube, es braucht eine Generation von jungen Menschen, die für Gott aufstehen. Und ich stand auf und ich hatte zu Gott gesagt, hier bin ich. Falls du einen Platz hast, hier bin ich. Und das habe ich ernst gemeint. Und 2 Jahre später habe ich einem Freund dann Jesus erklärt und ich kam zum Glauben und das hat mein Leben dann für immer verändert. Und solche Gatherings, logisch, wir kommen zusammen, wir hüpfen, wir tanzen, wir sind begeistert, wir sind fröhlich. Das gehört alles zum Reich Gottes dazu. Weil, wenn wir Schweizer, wir gewinnen im Moment im Fußball ja immer. Und die Deutschen haben wieder gelernt zu gewinnen, auch wieder. Aber wenn wir Schweizer im Fußballstadion sind, wir gehen ab wie Schmitzkatze, wir jubeln, wir sind begeistert. Und ich denke immer in der Kirche, wenn wir über den Schöpfer Gottes sprechen und wir nicht jubeln für unseren Jesus, finde ich es immer ein bisschen komisch. Beim Fußball gehen wir ab wie Schmitzkatze, in der Kirche ein bisschen ruhig. Darum es kann sein, dass du da bist und sagst, oh, ist für mich ein bisschen ungewohnt. Take it easy, es gibt auch einen Moment, wo man einfach jubelt und begeistert ist. Das ist eine Art und Weise. Und es wird auch die Momente geben, wo wir ruhig sind. Und ich möchte jetzt auch mit dir beten, dass der Geist Gottes in den nächsten paar Tagen einfach zu dir spricht. Vielleicht hast du ein offenes Herzen, vielleicht hast du ein solches Herz, kennst du das?
Jetzt bin ich gespannt, was Gott bringt. Kein Problem. Gott wird auch dich knacken, ist der beste Knacker. Und Gott wird sprechen. Also ich sage, Heiliger Geist, hier sind wir. Wir sind hier nicht bei Zufall, du hast uns jede einzelne Person selektioniert. Wir sind hier aus einem Grund, weil du mit uns noch etwas vorhast, das größer ist, als wir uns jemals vorstellen oder auch nur erahnen können. Und ich gebe dir jetzt die Erlaubnis, dass du zu mir sprichst. Du wirst größere Dinge bewirken, als ich mir das wirklich vorstellen kann. Und ich gebe dir die Erlaubnis, dass du zu mir sprichst und du kennst die Angst, die ich habe, wenn ich das mache, dass du was sagst, die ich doof finde. Und ich gebe dir die Ängste, ich gebe dir die Zweifel, ich gebe dir auch meine Kontrolle, ich gebe dir meine super guten Pläne, die sind super ausstudiert, sogar mit ChatGPT. Auch das gebe ich dir in deine Hände. Und ich gebe dir wirklich die Erlaubnis, dass du zu mir sprichst. Und ich werde nicht mehr die gleiche Person sein, wenn ich von hier wegfahren werde. Und wir sagen Amen, das heißt, es sei so. Lass uns sagen, 1, 2, 3, Amen, es sei so. Also nehmt gerne Platz. So, mein Thema, das ich mit euch ganz am Anfang besprechen will, ist Gerechtigkeit. Sieht man das? Gerechtigkeit. Wir haben einen Gott, der ist so etwas von gerecht. Und Gott gibt uns, wenn wir was falsch machen, dann sagt Gott nicht einfach so, ja, Schwamm drüber, okay. Sondern Gott ist gerecht, was falsch ist falsch. Und wir merken immer wieder, ich mag mich erinnern, als ich 18 Jahre alt war, hat ein Freund zu mir gesagt, Leo, du bist ein Sünder. Du hast Dinge falsch gemacht. Das musste mir niemand sagen, das habe ich ja gespürt in meinem Herzen. Und einmal hat mich die Polizei nach Hause gebracht, habe ich gewusst, spätestens dann, da stimmt einiges in meinem Leben nicht. Die Gerechtigkeit Gottes klagt uns an. Es ist nicht, dass Menschen von außen dich anklagen. Die Bibel sagt, dass der Geist Gottes uns Themen plötzlich offenbart und wir merken, oh meine Güte, ich werde da vor Gott nicht stehen können. Und aus der Gerechtigkeit kommt dann immer ein Wort, das ist seine Gnade. Gnade heißt, er vergibt, es ist ein Neuanfang. Nicht einmal, sondern immer und immer und immer wieder. Und das ist für mich oft so unvorstellbar, unlogisch und das übersteigt meine Art, wie ich bin. Auf Gerechtigkeit kommt immer Gnade. Und ich möchte das mit einer ganz einfachen Geschichte erzählen. Ist einer meiner Lieblingsgeschichten. Ist kein Witz, keine Angst, ich mache keine Witze mehr, weil da lacht niemand. Aber eine Story ist cool. Und zwar, da war eine junge Vogelfamilie und die hatten einen kleinen Teenagervogel. Und du weißt, wenn der Winter kommt, dann fliegt man Richtung Süden in die Wärme. Und dann hat der Vater gesagt zum Teenager, hey, wir müssen, Speedy Gonzales, wir müssen in den Süden, weil wenn der Winter kommt, wir können hier nicht überleben. Und der Teenagervogel hat argumentiert, wieso macht es keinen Sinn, in den Süden zu gehen, weil in der Schweiz ist das wunderbar und das Klima ist super gut. Und der Vater hat gesagt, schau, es war schon immer so, es wird immer so bleiben, wir müssen in den Süden. Und der Sohn hat gesagt, ich komme per Tour einfach nicht mit. Und dann hat der Vater gesagt, okay, ich respektiere deinen freien Willen. Du kannst da bleiben, wir düsen ab. Und so ist Mutter und Vater abgedüst nach Süden. Und dann kommt der Winter. Und dann fing es an zu schneien, es wurde -3, -4 kalt. Und der Vogel hat gemerkt, der Teenager, oh Backe, meine Eltern hatten recht. Hätte ich doch bloß auf sie gehört. Und er ist dann ihnen nachgeflogen, kam über den Gotthard, da wo die Windrädchen sind. Da kam ein Wind entgegen und plötzlich sind seine Flügel eingefroren. Und er stürzte ab wie, bumm, war am Boden. Und er war am Boden mit eingefrorenen Flügeln und hat gewusst, das war jetzt mein Leben gewesen für immer. Und aus dem Nichts kommt eine Kuh. Läuft dahin, hebt das Bein und kackt auf den Vogel. Und das müsst ihr euch vorstellen, wie so warme Schokolade, Karamell irgendwie, lief so runter. Und das hat bewirkt, dass die Flügel sind wieder aufgetaut. Und außen war es gefroren und innen war es warm wie so ein Iglu. Und der Vogel hat gemerkt, ohne dieses Kuh wäre ich jetzt tot. Und er fing an zu worshipen, zu singen, zu praisen. I'm still alive, I'm still alive. Und plötzlich hört das ein Wolf. Ein singenden Kuhfladen, da vom Gotthard. Und er geht hin und öffnet diesen Kuhfladen, sieht den Vogel und frisst ihn. Und was ist die Moral? 3 Dinge. Nicht jede Person, die auf den Kopf kackt oder scheißt, meint's böse. Und nicht jede Person, die sich aus der Kacke befreit, meint's gut. Und wenn du der Scheiße bist, halt den Schnabel. So mit anderen Worten, wer von euch, nicht keine Hände hoch, wer von euch und auch online, ich dürft keine Hände hoch, wer von euch sagt,
ich kenne das Beispiel eigentlich auch. Dass Gott, mein Vater, Abba, der liebende Vater, der hat einen Durchblick, den Überblick, den Durchblick, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Gott hat Himmel und Erde wunderbar erschaffen. Gott hat einen Plan, einen Weitsicht, einen Durchblick. Er war schon vor dir da, er ist nach dir da. Und dann sagt Gott etwas und sagst du, nee, das sehe ich nicht so. Und dann machst du genau das Gegenteil. Und wenn ich mit Menschen spreche und besonders wenn Menschen ein bisschen älter werden, haben die zum Teil so dumm, sage ich immer wieder, so dumm, richtig dumme Fehler gemacht. Also dümmer kann man es gar nicht mehr machen, weil es gab diesen Moment, wo Gott gesprochen hat und dann ist dein alter Ego und das sagt der Paulus so krass, das Gute, das ich tun will, tue ich oft nicht und das, was ich nicht tun sollte, tue ich. Wer elender Mensch kann mich erlösen von diesem Bösen? Das ist ein Schrei im Herzen. Wir alle kennen solche Bereiche in unserem Leben. Das Punkt ist, Gott macht immer Wunder. Aber Wunder geschehen immer zuerst, heiligt Gott und dann macht Gott Wunder. Das ist ein Grundprinzip. So, wenn wir Dinge falsch machen, so 4 Punkte von Angst, die wir haben. Das erste, wir haben Angst, es kommt dann irgendwann mal hervor. Und darf ich dir was sagen? Das stimmt sogar. So, meine Mutter hat immer gesagt, und für das hätte ich treten können, sie hat zu mir immer gesagt, wenn ich in den Ausgang ging, Leo, ich sehe nicht, was du machst, aber Gott sieht alles. Hey, das hat mich immer wütend gemacht. Weil es stimmt eben. Du kannst nirgends hingehen, wo Gott nicht schon da ist. David sagte, würde ich gehen bis das Ende vom Meer. Gott ist schon da. Will ich hinaufsteigen in den Himmel, er ist schon da, gehe ich nur den Toten reden. Also egal, wo ich hingehe, Gott ist schon da. Also mit anderen Worten, es kommt irgendwann mal heraus. Und dann das zweite, Menschen werden mich ablehnen. Ich habe Angst, alles kommt zurück auf mich wie ein Fluch oder Gott wird sich an mir rächen. Und wenn ich diese 4 Punkte vorlese, ich mag mich erinnern, als ich zum Glauben kam an Jesus mit 18 Jahren und es kam ein Prophet in unsere Kirche. Und der Prophet ist an mir vorbeigelaufen. Habe gedacht, der spürt und sieht jetzt alles. Und stell dir mal vor, der hätte mit mir noch gesprochen, Auge in Auge. Es gibt manchmal so Menschen, die dir begegnen und du denkst, oh meine Güte, wenn es die Person alles sehen würde, habe ich ein Problem. Das heißt mit anderen Worten, es gibt so gewisse Themen in uns, die sind noch nicht verändert, noch nicht geheiligt in unserem Leben. Der Punkt ist das, und das sage ich den Leuten immer wieder, Kirche ist kein perfekter Ort. Weil es kommen nicht perfekte Menschen. Ich kenne viele nicht perfekte Menschen und ich habe festgestellt, ich gehöre auch dazu. Aber wir haben einen perfekten Gott. Und diesen perfekten Gott beten wir an, weil von ihm kommen alle perfekten Wunder. Das ist Church. Wenn Leute sagen, ich habe die Schnauze voll von Kirche, ich wurde von dem, von ihr, vom Logo, vom Parking, wurde ich verletzt, sage ich immer, bip. Die Kirche ist voll von Menschen, die haben es verkackt. Aber wir haben das Wunsch und das Anliegen, Jesus ähnlicher zu werden. Ich kenne keinen Christ, der morgen aufsteht und sagt, Gott, heute möchte ich alles falsch machen, was ich nur falsch machen kann. Das ist nicht ein wiedergeborener Christ. Ein wiedergeborener Christ sagt, Heiliger Geist, guten Morgen. Da bin ich schon, ready, bereit. Was hast du auf dem Herzen? Ein Christ hat nicht den Wunsch zu sündigen, wie es nur geht, sondern so nah im Herzen von Gott zu bleiben, wie es geht. Aber Paulus sagt, es ist ein Kampf in uns. Ich möchte euch ganz kurz ein einfaches Beispiel zeigen, erklären. Vielleicht hast du es schon mal gesehen. Das ist eine 100er Schweizer Banknote. Für alle, die aus Deutschland kommen, es hat einen Wert von 115 €. Für Amerika 140 $. So, es ist echt, liebe Freunde, es ist echt. Bitte stürmt nicht die Bühne. Ist echt. Wenn du was falsch machst, nimm ein Beispiel, du machst was falsch und du wirst in 2 Teile zerlegt. Hat die Note noch den Wert von 100 Schweizer Franken, ja oder ja? Ja, ist logisch. Aber wenn du was falsch machst, sagt der Teufel, schau dich mal an, was für ein Christ bist du? Er foltert dich und denkst, ja, mein Wert ist doch nicht mehr so krass. Falte ich das in 4 Teile? Frage, rhetorische Frage. Sind die 100 Schweizer Franken noch 100 Schweizer Franken wert? Ja oder ja? Ja. Was ist, wenn ich auf den Boden fallen lasse? Ich stehe drauf, ich zerknittere es, ich mache es. Kennt ihr das?
So, hat das noch Wert? Ja oder ja? Bei der Not ist es logisch. Und wenn es zu unserem Glaubensleben kommt, denken wir innerlich, wir haben Schuldgefühle, sind angeklagt und das ist genau, was der Teufel will. Wenn wir was falsch machen, der Wert in den Augen Gottes wird sich nie in unserem Leben ändern. Der Wert ist unveränderbar, wie Gott uns sieht. Unveränderbar, wie Gott uns sieht. Frage, wer hat heute Geburtstag? Wer hätte gerne Geburtstag? It's yours. Ja. Es ist echt, genau. So zwei Dinge, die ich mit euch anschauen möchte. Erstens, in Jakobus 5, Vers 16, und ich habe einen Bibeltext heute und an dem bleiben wir heute ein bisschen drin. Da heißt, darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen. Warum darum? Darum heißt, wenn ich was verstecke, wirst du krank. Du bist blockiert, du hast eine angezogene Handbremse. Und die Bibel sagt, darum sollst du was bekennen, damit du frei wirst. Hört sich alles rhetorisch, theologisch korrekt an, aber etwas zu bekennen, einzugestehen bedeutet, ich muss die Maske abziehen und the real werden. Ich habe ein Thema in meinem Leben, als ich 18 Jahre war, ich hatte viele Themen, wo ich gekämpft habe, aber ein Thema der Sexualität, da kam ich nicht los. Und ich habe jeden Tag Gott gebeten, Gott, nimm das weg von mir. Ich bringe dir das, brich den Fluch. Ich habe alles gemacht und dieses scheiß, elende Thema ging nicht weg von mir. Bis ich diesen Bibeltext gelesen habe, habe ich gedacht, darum soll ich das meinem besten Freund bekennen. Dann habe ich meinem besten Freund gesagt, lass uns am Sonntagabend treffen, ich habe dir was zu sharen, zu teilen. Und dann kam er mit so großen Augen und habe gesagt, ich habe ein sexuelles Problem. Und alleine das zu sagen, auszupacken, ist schon das erste Wunder. Und dann sagt er, interessant, ich auch. Da waren wir schon zwei. Dann haben wir uns jeden Sonntagabend getroffen, haben das Abendmahl genommen, haben zusammen gebeichtet und gekämpft und gebetet, bis dieses Thema aus unserem Leben rausging. Und es gibt Dinge, wo wir im Verstecken, Gott vergibt uns schon, aber gewisse Dinge werden gelöst, wenn du eben dich demütigst vor anderen Leuten. Darum 2 Punkte. Erstens, bekenne deine Fehler. Bekenne deine Fehler. Es gibt so 3 Arten, wie Fehler passieren. Das erste, Fehler passieren manchmal saublöd. Kennst du das? So einfach richtig doof. Wer kennt das? Hast nichts falsch gemacht, bist total motiviert aufgestanden. Wir hatten ein Meeting gehabt mit ein paar Pastoren und die Stimmung war nicht gut und dann sagte einer aus dem Nichts raus ein sehr manipulatives, toxisches, schlimmes, du hast den Geist von Puff. Hast du auch schon mal erlebt? Und ich war schockiert. Ich war sprachlos. Ich habe innerlich gemerkt, jetzt muss ich aufstehen und sagen, nee, halt, so goes it not. Das ist Englisch. Du hast, und ich habe das Wort nicht rausgebracht. Und weißt du, was ich dir sagen möchte? Ich wurde schuldig. Ich habe die Person nicht beschützt. Das ist das Gleiche, wenn du von jemandem weißt, der etwas macht, betrügt oder missbraucht irgendjemand und du schweigst und du sagst nicht, du beschützt die Person nicht. Und das war saublöd. Ich war in dem Moment völlig überfordert und es gibt es. Und dann muss ich der Person hingehen und sagen, hey, es tut mir mega leid, dass ich nicht meinen Mund aufgemacht habe. Ich war total perplex und es ist absolut nicht okay. Und ich bin mitschuldig geworden an dir, dass ich dich nicht beschützt habe. Also kennst du das, wenn Dinge saublöd geschehen? Das Zweite ist, manchmal geschieht es auch schleichend und ich glaube, das ist das Allermeiste. Die meisten, wenn ich mit Familien spreche, seid ein bisschen jünger, dann sagt jemand, oh, ich bin fremdgegangen. Dann sage ich, oh, krass, also einfach so ausgeschlüpft und rein. Ja, also ich bin ein bildhafter Mensch, bin ein Legastheniker. Und dann schauen mich Leute an und sagen, nein, nicht so. Ich so, ja, wandern. Und das hat immer irgendwo angefangen, viel weiter. Wir waren auf einer Musiktournee, wir waren in Genf und dann war ein Park und dann scheißt ein Vogel. Sein Name war Frankie, hat noch eine Glatze gehabt, das sah noch recht schön aus. Scheißt auf die Glatze von Frankie in Genf am Park.
Und dann mussten wir die Glatze wieder polieren. Er hat keinen Fehler gemacht. Es war natürlich auch für den Vogel interessant, der Ort. Aber hätte er dem Vogel erlaubt, ein Nest zu bauen, dann wirst du schuldig. Und es beginnt immer irgendwo, dass der Teufel anklopft. Das ist ganz harmlos, ganz klein. Plötzlich liest du die Bibel nicht mehr so oft, gehst nicht mehr so in die Church, bist nicht mehr so oft in der Small Group, you name it. Und plötzlich trifft man weg und ist plötzlich nicht mehr zusammen. Ist wie Leute, die eine Freundschaft haben, die sagen, wir haben uns auseinandergelebt. Das ist der geilste Satz. Wir haben uns auseinandergelebt. Sag ich mir, wow, krass, das ist ein Wunder. Wenn du zwei Boote nicht zusammenbindest, die driften automatisch. Du musst gar nichts machen. Also viele Dinge sind einfach schleichend. Und das Dritte ist, es ist manchmal ganz bewusst, dass du sagst, es ist mir egal, ich sehe es anders. Und dann dreht man die Bibel so krass, weil man sagt dann, die Bibel ist so flexibel und man dreht sie so krass zu eigenen Gunsten. Zwei Dinge darfst du nicht ändern. Du darfst Gott nicht ändern und du darfst das Wort Gottes nicht ändern. Das Wort Gottes ist unser Maßstab, dass wenn du ein Auto kaufst und sagst, das Handbuch ist so doof, ich werde nie einen Service machen, ich werde nie die Nummer lösen, ich mache es alles anders, dann sagt er auch der Verkäufer, viel Spaß. Und dann bleibst du im Gubli stehen, viel Spaß, weil du hast den Service nicht gemacht. Also meine Frage ist, wo merkst du ganz konkret, dass du vielleicht schleichend, bewusst oder ganz, ganz konkret einfach saublöd gelaufen ist? Das Zweite ist, du musst die Vergebung in Anspruch nehmen. Und das ist jetzt gar nicht so einfach. Ich habe kein Problem, die Vergebung in Anspruch zu nehmen, wenn ich was falsch gemacht habe. Das ist einfach saublöd gelaufen. Aber was ist bei den Themen, die man bewusst gemacht hat? Der verlorene Sohn ist bewusst von Hause weggegangen. Der verlorene Sohn hat bewusst das Erbe verprasst. Der verlorene Sohn hat bewusst Party. Der verlorene Sohn hat bewusst und eines Tages merkt er, Scheibengleister. Ich habe alles falsch gemacht. Aber dann den Mut zu haben, nach Hause zu gehen, ist gar nicht so einfach, wie man meint. Es gibt viele, die sind zu stolz, um nach Hause zu gehen und sagen, Vater, vergib mir. Ich habe einen absoluten krasser Bock gemacht. Es heißt hier weiter, Jakobus 5, Vers 16, darum sollt ihr einander die Sünden bekennen und füreinander beten. Jetzt Achtung, damit ihr was? Geheilt werdet. Die größten Wunder, die ich in meinem Leben bis jetzt gesehen habe oder wenn ich gepredigt habe, ist nicht, wenn ich für Menschen einfach so gebetet habe, sondern ich habe die meisten Wunder von Heilung gesehen, fast immer dann, wenn Menschen ihre Sünden, ihre Fehler bekannt hatten. Das erste Mal habe ich gepredigt in Stuttgart vor vielen Jahren, ich vergesse es nie mehr, das war für mich eindrücklich, ich habe über diesen Bibeltext gepredigt und da war ein junges Mädchen mit den Krücken und kam nach vorne zum Gebetsteam, ist gehumpelt. Dann haben sie gebetet und dann schreit sie und rennt auf die Bühne ohne Krücke und kommt vor mich hin und sagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Und ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Und da war der Pastor da und hat gesagt, ich möchte ganz kurz die Situation erklären, dass du weißt, um was es geht. Und hat er gesagt, das Mädchen kommt zu unserer Church, die ist unheilbar krank. Die kann nicht gehen mehr. Sie hat eine Krankheit im Bein, unheilbar. Und dass sie gehen kann, haben wir noch nie gesehen. Das war die erste Heilung, weil sie ging zum Gebetsteam und hatte eine Sünde bekannt, die sie nie loslassen konnte. Wir haben eine andere Person bei uns im ICF ganz am Anfang, der hatte von oben bis unten einen Aussatz, einen Ausschlag, also der hat immer sich gekratzt, 21 Jahre jung. Und er kam immer in die Church und hat alles gemacht. Und eines Tages durch eine Predigt ist ihm bewusst geworden, er konnte seiner Mutter nicht vergeben. Er war eines von vielen Kindern und die Mutter hatte für ihn nicht das richtige Herz. Kennst du das ein bisschen so, ist auch noch da. Und er hatte so eine Wolle aufgebaut auf die Mutter und das wurde ihm plötzlich bewusst, den Vater hat er geliebt, aber die Mutter hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Kam in unser Gebetsteam, hat das zum ersten Mal bekannt mit Tränen in den Augen. Gesagt, Vater, ich gebe dir meine Mutter, gebe ich dir. Und hat das losgelassen. Eine Woche später war der Ausschlag für immer vorbei. Für immer. Für immer. Noch eine Geschichte. Ein Mädchen, 19 Jahre alt, auch bei uns in der Church, also es war schon ein paar Jahre her, die hatte so eine Eigenschaft, die ging mit einem Mann nach dem anderen in das Bett.
Die hatte Sex mit dem. Und sie hat gewusst, das ist falsch. Und sie kam von dem nicht los. Und die war bei uns an einem Get-Free-Weekend. Das machen wir, bevor man sich tauft. Und dann geht man durch alle Sünden durch und dann hat sie ihr ist bewusst geworden, das hat sie verdrängt, dass ihr Vater sie sexuell vergewaltigt hatte. Und sie hat nie darüber gesprochen. Weil der Schmerz war so groß. Sie hat nie das irgendjemand nur gesagt. Und da bei diesem Get Free Weekend war es wie ein heiliger Moment. Es gibt so Momente, wo du merkst, der Raum steht still und das ist ein safe place. Und dann hat sie das bekannt, was ihr Vater ihr angetan hatte. Und hat gesagt, ich suche nach Liebe. Und dann gehe ich mit einem Mann nach dem anderen ins Bett und ich bin leer. Und ich weiß nicht, wie ich aufhören. Dann hat sie das an das Kreuz gebracht und bekannt. Achtung, was dieser Bibeltext sagt. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Und sie hat das bekannt. Und da ging wie etwas weg von ihr. Es kann ein Dämon sein, es kann eine Bindung sein, was auch immer das auch ist. Da ging etwas weg und sie war wie freigesetzt. Und es war kein Thema mehr für sie. Und dann ein paar Jahre später hat sie natürlich einen Mann entdeckt im ICF Zürich und geheiratet und sind glücklich. Und ich möchte einfach sagen, ja, Applaus. Ich möchte einfach sagen, es ist, wenn der Teufel liebt es, und das ist das, was mich so nervt. Der Teufel liebt es, wenn du Dinge unter den Tisch hältst. Der Teufel liebt es, wenn du Dinge versteckst. Der Teufel liebt es, wenn du Dinge nicht bekennst. Weil im Dunkeln wächst Dinge ganz negativ. Aber der Moment, wo du eben das bekennst, zerbrichst du den Fluch vom Satan. Er hat kein Anrecht mehr. Er ist ein Lügner, ein Betrügner, ein Versucher. Und er hat kein Anrecht mehr. Das ist der Moment, wenn man sich demütigt. Es ist nicht so einfach. Wir haben auch eine Small Group. Wir haben eine Männer Small Group. Und es ist nicht so einfach, wenn wir im Januar fragen, so Jungs, so mal dein Fisch auf den Tisch. Dann wird es immer ruhig. Die Frage ist, wer ist der Erste, der beginnt? Und dann denken alle, okay, wenn der das gesagt hat, dann muss ich auch was sagen. Das sind die krassesten Abenden, weil du wirst real und echt, weil wir alle haben Themen. Und wir alle haben diesen Wunsch, wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Wir bleiben doch nicht stehen in der Hälfte. Ich will das ganze Paket, die ganze Fülle, die ganzen Frieden von diesem Jesus. Alles andere kommt doch nicht in die Tüte. Darum bekenne es, bete und Gott macht ein Wunder. Und ich ende, die Gnade wischt immer alles weg. Die Gnade Gottes wischt Dinge weg, als wären sie nie stattgefunden. Das ist das Krasseste, was mir fast nicht in den Kopf geht, weil die Bibel sagt, Jesus nimmt unsere Sünden und wirft sie in das tiefste Meer. Und dann sagt er, Fischen verboten. Und es ist für immer. Nicht wie beim Computer, im Kübel. Weg. Ausradiert. Als wäre das nie gewesen. Es heißt hier in Psalm 51, Vers 3, du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig, hab Erbarmen mit mir und lösche meine Vergehen aus. Die Gerechtigkeit Gottes klagt uns an, aber die Gnade Gottes macht uns wieder frei. Ich zeige euch mit einem Beispiel, was Gerechtigkeit und Gnade ist. Und zwar, wenn wir in unserem Leben so Dinge falsch machen, oder? Du schüttest Dinge aus, ich bin enttäuscht, ich bin verletzt, ich habe dich verletzt. Also du merkst, überall wo du dann hingehst, läufst auf dieser Verletzung, auf dieser Enttäuschung rum, oder? Und man kippt das so runter. Oh, das habe ich gerne gemacht. So ist es mehr, oder? Man ist enttäuscht und verletzt. Und man läuft auf diesen Dingen, auf diesem Thema. Und was ich liebe ist, dass Gott sagt, ja also, das ist ja nicht dein Ernst. Sondern was Gott macht ist, er legt seine Gerechtigkeit auf unseren Weg. Und es saugt's auf. Er legt seine Gerechtigkeit wieder auf den Boden und es saugt auf. Er legt seine Gnade auf den Boden und es saugt auf. Er bringt seine Gnade
und es saugt auf. Er bringt die Gerechtigkeit, saugt es auf. Die Gnade saugt es auf. Die Gerechtigkeit saugt es auf. Die Gnade saugt es wieder auf. Sind wir noch dabei? Die Gerechtigkeit saugt es auf. Saugt es auf. So. Und jetzt kommt der Punkt. Du läufst nicht mehr in deinen Sünden. Du läufst nicht mehr in deinen Fehlern. Sondern wir Christen, wir gehen auf der Gerechtigkeit, Gnade, Güte, Treue, Geduld Gottes. Mein Weg ist geebnet von Gottes Gerechtigkeit und Güte. That's my path. Das ist mein Path. Das ist mein Weg. Und das ist mega, mega wichtig, dass du das verstehst. Weil was mich nervt, ist der Teufel. Das ist so eine scheiß Drama-Queen. Er macht immer Drama. Er klagt uns immer an für Dinge, die wir getan haben. Und dann vergessen wir, nein, es ist die Gerechtigkeit, es ist seine Gnade. Die Güte des Herrn hat kein Ende und sein Erbarmen hört niemals auf. Bei meinem Leben ist die Gnade, Gerechtigkeit Gottes, ist mein Weg. Das heißt, Christ zu sein. Ich ende mit einem Gebet. Es ist der erste Abend und du bist hier hingekommen und ich kenne nicht deine Geschichte, ich kenne meine Geschichte. Aber ich glaube, es gibt einige von uns, du hast Dinge erlebt, die waren nicht einfach, die waren nicht fair. Du hast auch Dinge erlebt in der Kirche, du sagst, für mich ist so schwer an Gott zu glauben, dass Gott gut ist. Vergiss es nie mehr, ich möchte die Geschichte ändern, wir hatten eine Frau bei unserer Kirche, sie hatte Krebs und dann hat die ganze Familie gebetet, dass sie gesund wird. Und wir haben gesungen und geölt, mehr ölen und mehr singen kann man nicht mehr. Und dann hat sie den Kampf verloren und hat in den Himmel gewechselt. Und ich vergesse nie mehr den Moment, wo der junge Teenager, der war bei uns aktiv, hat gesagt, Leo, diesem Gott, I'm out. Ging raus und ich habe ihn nie mehr gesehen. Es gibt Geschichten, die sind nicht immer so einfach theologisch zu erklären. Aber die Güte Gottes und seine Gnade hat dennoch nie ein Ende. Vielleicht hast du Dinge erlebt, wo es dir mega schwierig fällt, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Ich glaube, heute Abend ist ein Abend, wo ich dich ganz bewusst einladen möchte, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Vielleicht zum allerersten Mal sagst, Leo, ich brauche Jesus. Vielleicht bist du vom Weg abgekommen, du hast Dinge getan, du weißt, was du getan hast, du merkst heute Abend, es ist total falsch, es tut mir nicht gut. Vielleicht hast du nicht diese Heilsgewissheit. Wir haben uns im Team heute Abend besprochen, wie wollen wir das machen? Und wir haben uns entschieden, wir möchten gerne dich ermutigen, ein Statement zu machen. Nicht für mich. Es braucht manchmal Momente, wo man ein Statement macht, wo es ein bisschen demütig ist. Und sagt, Gott, hier bin ich. Ich vertraue mein Leben in deine Hände, indem, dass du nach vorne kommst zur Bühne. Und ich lade es euch alle ein, aufzustehen, oben und unten, links und rechts. Und wenn du heute Abend merkst, Gott ruft dich. Es ist mein Abend, heute Abend mein Leben in die Hände von Jesus zu legen. Ich lade dich jetzt ein. Und es braucht Mut, vom Platz aufzustehen und nach vorne zu kommen zur Bühne. Sagen, Jesus, hier bin ich. Ich lege mein Leben in deine Hände. Die erste Person, die kommt, ist das Schwierigste. Und dann macht das. Darum lasst uns schon mal der Person einen Applaus geben, die jetzt kommt. Auch von der Pore. Danke, danke. Auch von der Pore brauchst du ein bisschen länger. Vielen Dank, danke, danke, danke. Come on, wir klatschen einfach. Braucht mega Mut, mega Mut. Kommt ein bisschen nach vorne hier. Könnt ihr hier noch? Vielen Dank. Wow, come on.
Wir klatschen. Es braucht mega Mut. Come on. Wir feiern euch. Das ist der Moment, wo Gott gewinnt. It's Payback Time. Come on. Woo. Come on. Wow. Es kommen immer noch ein paar Leute, darum wir bleiben noch ein bisschen dran. Wir wollen diesen Moment nicht verpassen. Das ist ein mega wichtiger Moment. Come on, jawohl. Come on. So, ich lade jetzt euch alle ein. Die jetzt nicht nach vorne gekommen sind, aber alle anderen lade ich euch, eure Hände auszustrecken. Das ist ein mega einschneidender Moment. Und alle, die nach vorne gekommen sind, ich werde einen Satz vorbeten. Und ihr könnt diesen Satz mitbeten. Das ist ein Gebet, das darum geht: Jesus, hier bin ich. Ich erkläre ganz kurz, was ich bete. Jesus, hier bin ich. Ich habe Dinge falsch gemacht. Ich habe gesündigt vor dir, vor den Mitmenschen, aber auch vor mir selber. Und dann bete ich Jesus, dass er mir vergibt. Und das ist nicht einfach ein Wort Schwamm drüber. Wir brauchen diese Gnade und Güte Gottes. Und dann sage ich ihm, ich lege mein Leben in deine Hände. Ich gebe dir die Erlaubnis, dass du mich leitest und führst. Auch mich segnest und begleitest. So, ich möchte euch alle anderen die Hände aufzustrecken. Und ich lade euch, dieses Gebet mit mir mitzubeten. Und sage: Lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Ich habe Dinge bewusst und unbewusst falsch gemacht. Ich habe vor dir gesündigt, aber auch vor Mitmenschen und auch vor mir selber. Vergib mir all meine Sünden und alle meine Fehler. Ich nehme deine Vergebung in den Anspruch. Ich lege mein Leben in deine Hände. Du bist das Zentrum von allem. Bitte leite und begleite mich. Segne und beschütze mich. Ich werde dir für immer gehören. Die Bibel sagt, wenn du dieses Gebet betest, dann tragt Gott deinen Namen ein in das Buch vom ewigen Leben. Im Himmel gibt es ein Buch, da steht dein Name drauf. Und die Bibel sagt, alle deine Sünden und alle deine Fehler sind dir vergeben worden. Weil die Gerechtigkeit hat uns angeklagt, aber die Gnade, die vergibt uns. Und wenn der Sohn Gottes frei macht, der macht er frei. Und jetzt lade ich euch alle ein, die nicht nach vorne gekommen sind, einfach laut zu beten. Segne sie. Du kannst in Österreichisch beten, in Vorarlbergisch, in Berndeutsch, das ist die Himmelssprache, in Holländisch, Deutsch. Lass uns jetzt bewusst die Leute segnen. Das ist ein wichtiger Moment. Komm, lass uns laut sein. Lass uns sie segnen. So, der Heilige Geist gibt Zeugnis deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist wie ein Siegel, den Gott heute in dich hineingelegt hat. Du bist versiegelt worden mit dem Geiste Gottes. Ich segne dich im Namen des Vaters, der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott. Ich segne dich in diese Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus, der an unserer Stelle am Kreuz von Golgatha sein Leben gab. Ich sehe dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes, dass du weißt, ich werde nie mehr allein in meiner Kraft leben, weil der Geist Gottes mich lehrt, mich führt, mich begleitet und mich auch in Orte führt, von denen ich noch nie selber gegangen wäre. Und jetzt möchte ich nochmals, dass wir all diesen Menschen, die nach vorne gekommen sind, die Bibel sagt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wird der Himmel, die Engel, die jubeln, die gehen ab, die gehen da oben, die gehen ab da oben. Lass uns Gott einen Applaus geben von allen.
Come on. So, wie geht's weiter? Wir haben hier ein großes Kreuz, wir haben oben ein Kreuz. Beim Kreuz sind so Zettelchen. Du kannst auch nachher hingehen und einfach Dinge aufschreiben und das ans Kreuz nageln, zu sagen, Jesus, ich löse mich heute von Drogen, vom Kiffen, von was auch immer dein Thema ist, von Porno. Geh zum Kreuz und nagle das ans Kreuz, das Kreuz gut. Wir haben unten und oben, wir haben neben dem Kreuz auch ein Gebetsteam. Wenn du sagst, ich habe noch nie jemand Dinge von mir preisgegeben, kann es manchmal einfacher sein, das mal einer Person einfach zu sagen, die du nicht kennst. Kannst aber auch in deiner Kleingruppe machen, ist ein bisschen persönlicher. Also das ist ein Team, wo einfach da ist für dich. Du kannst hingehen und kannst Dinge erzählen oder für dich beten lassen, up to you. Oder wir gehen in so eine Worship-Zeit und Worship ist nichts anderes. Gott hat gesprochen. Jetzt bin ich berührt. Und mir helfen diese Lieder, das sind eigentlich gesungene Gebete, um Gott zu sagen, ja genau, so meine ich das auch und das bedeutet es für uns. Darum ist es, wenn wir beginnen zu beten, zu worshipen, dann aktiviert der Himmel Engel. Und es geschehen Wunder. Wenn wir die Sünden bekennen, füreinander beten, geschehen Wunder. Vater, ich bete jetzt, dass du Menschen heilst. Jetzt in dem Moment. Heile seelische Verletzungen, seelische Krankheiten. Heile körperliche Krankheiten. Heile geistliche Krankheiten im Namen von Jesus Christus. Du hast gesagt, wenn wir zusammenkommen und uns demütigen vor dir, das bekennen, füreinander beten, auf das wir geheilt werden. Ich bete, dass jetzt die Atmosphäre der Heilung geschieht im Namen von Jesus. Ich löse jede Kette. Ich löse jede Bindung. Ich löse jeden Fluch, der über deinem Leben ausgesprochen wurde. Ich löse alles im Namen von Jesus. So lass uns jetzt mit diesem Gedanken von Heilung, von Freisetzung, vom Kreuz, vom Team in eine Worship-Zeit gehen.
again. We're waiting for your presence, Lord. Fill us again. Fill us again. We want more. We want more. Fill us again. Fill us again. We're waiting for your presence, Lord. Fill us again. Fill us again. Come and fill us again. We're ready for you to move. You are here in this place. You are moving in this moment. Heaven's open right now. You bring healing. Komm, wir proklamieren das noch einmal. You are here in this place. You are here in this place. You are moving in this moment. And heaven's open. Heaven's open right now. You bring healing to the broken. Spirit fall. Come with your presence. Come fill this temple. Spirit fall. All our attention is on you now. There's a shifting in here as you're moving and you're speaking. Let all fall into line. You're the center of attention. Spirit fall. Come with your presence. Come fill this temple. Spirit fall. All our attention
All our attention is on you. All our attention is on you now. 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 All our attention is on you Ich glaube, dass noch Personen hier im Raum sind, die irgendetwas gespürt haben in ihrem Herzen, in ihrem Geist, aber die sich gedacht haben, hey, morgen ist auch noch ein Tag. Ich bin nur noch 4 Tage da. Komm, die Zeit ist es am bald vorbei. Ich lasse es mal bei mir vorüberziehen. Aber ich glaube, dass heute der Abend der Freiheit ist. Du kannst Freiheit erst in einem Jahr haben, aber ich glaube, dass heute Abend der Heilige Geist sagt, das ist meine Einladung an dich. Bekenne vor Menschen. Mach einen Schritt auf mich zu. Und ich möchte dich ermutigen, wenn dich das betrifft, dass du heute Abend Nägel mit Köpfen machst. Dass du sagst, okay, warum Dinge länger mit mir rumtragen, wenn es nicht sein muss? Dann nimm deinen Mut zusammen, geh zum Gebetsteam, geh zum Kreuz.
Aber komm heute Abend in diese Freiheit, die für dich bestimmt ist. Let it rain, let it rain. 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 Your freedom, God. Let it rain, let it rain. Let it rain over us. Let it rain, let it rain. Oh, there's freedom in His place. Let it rain, let it rain. Oh, there's healing in His place. Let it rain, let it rain. 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 Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Kreuz, das so viel Kraft hat für mein Leben. Danke, Jesus, durfte ich heute Schritte auf dich zugehen. Durfte ich heute deine Hand ergreifen. Danke, Jesus, durfte ich heute Heilung erfahren. Sag doch Jesus Danke in deinen Worten, da wo du bist. Wir sind so dankbar für dich, Jesus.
Danke für all das, was du heute angestoßen hast. Für all das, was ich heute erleben durfte, Jesus. Danke, Jesus, bist du treu. Danke, bist du gut und gütig und gnädig in meinem Leben, Jesus. Danke, Jesus, dass so viel Gutes noch vor mir ist, Jesus. Danke, Jesus, bin ich heute Zeuge von so vielen Entscheidungen, die Menschen für dich getroffen haben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bin ich heute Zeuge von Wundern, die heute passiert sind. Danke, Jesus. Komm, wir singen das noch einmal. Let it rain, Jesus. Lass es regnen. Heute ist der Anfang von etwas Neuem, das du getan hast, Jesus. Dieser Jesus wirkt. Er wirkt in den Leben aller die Leute, die hier waren, aber er wirkt auch in deinem Leben. Halleluja, was Gott alles getan hat. Yes, so cool warst du online heute in dieser ersten Session des Jesus First Camps mit dabei. Und wir freuen uns am 1. Januar im neuen Jahr 2026, dich um 20 nach 11 online wieder begrüßen zu dürfen. So cool warst du mit dabei. Und einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, sei gesegnet und du wirst Gott erleben. Ciao. Ciao, ciao.
Hey, wir hoffen, die Message hat dich ermutigt und hat dich weitergebracht in deinem Lauf mit Jesus. Oh ja. Wenn du merkst, dass Gott irgendetwas gesprochen hat in dieser Predigt, dann schreib es dir doch gerade auf, weil wir vergessen so schnell, was Gott redet. Schreib das irgendwo auf in dein Journal oder in dein Handy in den Notizen. Wir lieben unsere Leute, die online sind, möchten aber gleichzeitig dich auch einladen. Komm mal vorbei. Absolut. Komm mal vorbei. Und komm uns Heu sagen, dir ist eine Hand schütteln, wäre schon noch nice. Und am 5 geht es da übrigens schon los, so in kleinen Gruppen, die aber offen sind, wo du gerne auch kommen darfst. Und sonst am 7. da in unsere Celebration. Und vor allem abonniere unseren Telegram-Kanal, dort kommst du immer mit über, was gerade läuft. Oder kommst mal in ein Camp oder irgendetwas so. Yes, hey, bist gesegnet und wir wünschen dir eine super Woche. Ja.